Eines Abends nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Hast du Mitleid mit ihm, oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Ein heißer Job? Komm, steig in den Wagen. Hey Tommy, wie? Der steht auf heiße Jobs. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello eingestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weit er gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir jagen den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel, das heißt, es ist ein Bordell, Tom. Aber kein normales Freudenhaus, sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Hier ist ein Foto von ihr. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Und wie ist der Plan? Es ist das Corleone Hotel, Downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, das soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst und leg dann den Sprengstoff. Für mehr wird die Zeit nicht reichen. Das wird kein Picknick. Ich weiß. Aber wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, sind wir die Nächsten. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück, Tom. Nette Karre. So eine Okay, Bumm, wir wollen zum Hotel. auch ohne Schlüssel. Aber nicht zum Picknicken. Corleone Hotel. Falcona, da sind wir die Kisten doch. Geht die schneller? Wir finden sie wo? Unten irgendwo. Und da wollen wir heute. Und oben. Wir haben die go. Wir wollten nicht mal aufhören. Weil da waren wir wieder mal über die West Marshall Bridge.
Da ist scheiße schön. Ich hab die Brücke nicht gefunden. Aber da will ich hupen ein bisschen, damit ich so fahren. Freunde, die bitten, mir brisiert ein bisschen. Ich muss sogar zufällig in ein Hotel in die Luft springen. Freunde, Vollgas, da springe ich um mich. Ja, geht schon. Ich bin ein Night Rider. Admin Tools. Was hat denn der? Hardware, Blinds and Seats. Was sucht ihr? Oder dort ist die East Marshall Bridge. Aha. West Marshall, East Marshall. Eben wurde der Marshall Braves da. Komm mal, passt ein Polizist. Boah, ich seh den nicht. Auch im Hintergrund war er noch nicht. Ja, die Marshall Bridge. Freunde, aus der Band da. Der Obermafiosi. Die hätte ich oder was? Ich bin ja geweckt da. Hotel. Jetzt zu meiner Linken ist noch nicht, oder? So, da haben wir jetzt das Hotel Corleone. Aha. Wer ist da der Besitzer? Vielleicht Michael Corleone. Direkt der Penner. Hast du? Wo bin ich hier? Hört das? Da geh du hier. Wo bin ich hier? Dann brauche ich jetzt, warte mal, ich da noch was. Meinen Krempel habe ich den dabei. Kennen wir schon. Und mein Bömmchen. Wahrscheinlich in der Tasche, oder? Pass auf, wir müssen jetzt den Manager umlegen. Na süßer, wie wär's? Genau wie die Nutten. Und Mama Madel, die schaut auch darin. Da die Dame in Rot. Ich glaube, die kenne ich, oder? Ich bin heute in Partystimmung, wie wär's? Du bist in Partystimmung? Ja. Mit der Bombe in den Hosen. Was wurde denn hier? Guten Tag. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie einfach durch diese Tür. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Vielen Dank. Ich suche übrigens das Mädchen auf diesem Bild. Sie arbeitet hier. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Was sind Sie? Schnüffler oder Sitte? Nö, habe ich noch nie gesehen. Wenn Sie auf Spaß aus sind, nehmen Sie eins von den Mädchen hier. Also, ich bin kein Schnüffler. Muss nur mit ihr reden. Du Summe, ha? Ja, red du gleich bitte hier. Und Kumpel schon aus? Bedienung? Nehmen Sie Platz. Ich komme gleich. Ja, kommt gleich. Der Kasperl.
Pass auf, wer beschäftigt? Wo ist die für einer? Was hältst du von den Mädels hier? Wie im Paradies. Nicht Paradies. Billig. Sie fressen eine Pizza schön. Und der Herr Manager ist nicht da hinten. Aber der braucht noch die Nutten. Und die befindet sich wo? Ich glaube, meines Wissens noch irgendwo oben. Bei der Ziesnick. Guck. Oh Scheiße, muss ich abklappern. Die Torin? Nein. Kackt die grad? Tut auch nicht. Aha, da gewusst. Und ich mag wetten, die scheiß doch. Was, Tom? Herzlichen Glückwunsch, Wood. Aber was Michelle? machst du? Was ist denn los? Was hast du vor? Was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen. Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales Desaster. Ich konnte einfach kein junges Mädchen töten. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen wollte, der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Kapische? Oder nicht Kapische? Aber ich glaube, das kommt auf mich zurück, oder? Früher oder später. So fällt mir gerade das Büro vom Manager. Aha. Super, da ist zu. Oh Scheiße, wir haben noch einen Key. Hast du Key? Aber ich vermute mal, ich muss alle umlegen, oder? Weil wenn ich den Typen unten umlege, dann drehen alle durch. Scheiße, wie mau ist. Was möchten Sie? Ein Bumm, zwei tot. Und er ist auch gefallen. Guck. Dann kommt die Blei. Du Depp. Der ist auch gefallen.
Moment, Buben, Kugel brauche ich. Da habe ich gerade 30 Lebenpunkte. Oh Gott. Da gibt doch auch ein Medikit. Bei der Wehr liegt da rum. Aber Key. Geht das so? Der ist fix. Hier gibt nur eine. Bei der Wehr der Key. Ja, da hinten, oder? Hier keine Sau, da. Bedien mich mal. Oh, Medikit haben wir auch, jawohl. Bei 60, immerhin. Ich habe eine Familie. Du Schwein. Meine gute Energie. Und Mann, weißt du was? Er bläht unter den Tisch eine Schiebe voll Teufel. Das haben wir da in den Badezimmern. Haben die Medikits gehabt? Ich schau mich noch. Wenn auffahrt. Der ist fix. Hab ich Eile? Eigentlich nicht, oder? Bin ja gerade mittendrin im Massaker. Bei der Seafood. Medikit hat die keins. Wo treibt sie da drin? Ich hab die schiebt ein bisschen Panik. Keiner weiß warum. Pass auf, Büro, wo ist jetzt? Denn wir brauchen nur die Dokumente. Hätte ich die da? Medikit hat er keins, ja gut. Boah, geil. Und zur guten Verdauung gibt er eine Bombe. Pass auf, aus dem Weg! Aber Freunde, Wetterten, die Bombe dickte. Der brennt die Bude. Hätte die Hütlatten fliehen. Tja, ein ganz normaler Job. Ja gut, da brennt's, gell? Dann munter. Gerade das Dumme ist, hat man ja aber die Polizei im Haus. Oh Gott. Freunde, wir türmen. Übers Doch. Wetter kein Hofmanier. Liegen die auf der Lauer? Schon, oder? Die lauern auf mich. Vorsicht, ein scharfer Schütze. Da sind wir, Kumpel. Auf Krawall aus. Hey, der ist fertig. Da war er fix und fertig. Wo spricht ein Freibahn oder was?
Lob immer. Auch der Bumm, Polizei. Sieht doch ab, Mann. Bei der. Er ist gleich wieder abgetroppt. Da in den Hinterschädel. Ich merke das nicht. Hey, ich sag du, die Magnum haut auch nicht. Guck. Jawohl. Facelifting. Freihaus. Bei der Flinte hier. Oh, das ist das Ding. Junge, schiebt die Hemme. Das ist wie schaut denn aus? Wir haben beim Medikit spendiert. Ja, da ist zu. Wer schießt da? Bei der Tritt bitte durch. Dieser Lump. Da war der Karabiner. Er ist da. Wer ist da? Der Nikolaus. Hab dich! Wer hat mich? Das ist mein Bruder, wo ich? Mit da, mit? Da geht mir besser. Aber ich nicht. Das gut ist, musst du auf. Ja, besser, wo spricht er? Hab dich! Noch drum oder noch drunten? Ich glaube, wenn wir retten sind, dann muss ich dumm, oder? In die Kirche. Okay, Tommy, Boko. Wir tun mit der Lothar. Ja gut, ob die da abknallen oder ich da runterfall, ich glaube, das bleibt gleich.
So, pass auf, der Priester. Wie ist denn hier drauf? Pass auf, der Bunker da, wo dann noch bunkern. Seacram and Sons. Wahrscheinlich der Schnaps. Aber die Buben haben da ein Minigit. Hegt der für mich, gell? Hier Priester und Nonnen. Oder wer daheim ist. Ich war nicht da. Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Oh Gott! Billy war ein guter Sohn, Hier bin ich genau bei der Bruder Beerdigung. und Freund. Passenderweise. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Macht ihn fertig! Auf den Boden, Vater! Ich sag, du hast die Beerdigung dauert ein bisschen länger. Oh nein, lass mich bitte in Ruhe. Hast du gehört? Nein, Wir haben Zeit. Pass auf, mein Karabiner aber nimmer, oder was? Oh nein, lass mich bitte in Ruhe. Zeig uns was. Frauen, Kinder! Beerdigt. Nein, bitte verschon mich. Fahrer, wo bist denn du? Verschone mich! Diese Petze. Tu's nicht! Hast du die Ich knall leer ab. Lass mich bitte leben! Lass mich bitte leben! Die Nummer von der Kanzel. Kommt her, wir haben... Hast du den Nein, bitte. Also bestimmt ja mal. Bei der wer rotter da? Bitte, verschone mich! Nein, bitte, verschone mich! So, lass ihn rattern. Nein, bitte leben. Wer steht noch rechts? Oh nein, lass mich bitte in Gnade. Ruhe. Tu's nicht. Ich hab Frau und Kinder, tu's nicht. Nein, lass mich bitte leben. Oh nein, lass mich Erhebt euch, mein Sohn. Ein Triebleiter. Nein, verschon mich. Nein, Gnade, bring mich nicht um. Also, die eigentlich blutig. Der Fick knockt die hin. Nein, bitte, verschone mich. Ich hab Frau und Kinder, tu's nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Der Herr verschont sie alle nicht. Schon gar nicht, wenn ich da bin. Lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte leben. Lass mich bitte in Ruhe. Bei Gnade, bring mich bitte nicht um. Lass mich bitte leben. Warum nicht? Wir sind ja gerade bei der Beerdigung. Sterben frei Haus. Ob der da noch mehr ins Gras beißt, die Speckerei mehr. Oh nein, lass mich bitte in Ruhe. Aber ihr der Hund. Der meine Fackel nicht lang. Nein, Gnade, bring mich nicht um. Oh nein, lass mich bitte in Ruhe. Hey Kumpel, bitte Mafiosi. Nein, bitte verschon mich. Oh nein, lass mich bitte in Ruhe.
Alter, meine Magnum. Das ist immer wieder Fahrer. Oh. Zum letzten Mal. Nein, bitte verschone mich. Oh, Freunde, die kümmern. Lass mich bitte leben. Jetzt! Komm auf, du, mit Gluckendumm. Jawohl. Das Zeitliche gesegnet. Ich mach wie Josef, darf er doch. Mein Gebet war die Flinte. Nein, Gnade, bring mich nicht um. Lass mich bitte leben. Nein, bitte verschon mich. Hast du den Feind? Nein, lass mich bitte in Ruhe. Ich hab Frau und Kinder. Was ist mit dir für einer? Bitte Terminator? Nein, bitte verschon mich. Nimm, oder? Scheinbar doch. Oh nein, ich hab Frau und Kinder. Tu's nicht. Nein, Gnade, bring mich nicht um. Lass mich bitte leben. Hey, der Bruder schluckt, gell? Bitte verschon mich. Lass mich bitte leben. Ich hab Frau und Kinder, tu's nicht. Ja, du sollst mal mit dir für Knarre. Nein, bitte verschon mich. Freunde der Oxisten. Soll ich dir mal sagen, was am alle beerdigt? Oh, ich bin es nur. Mein Jetzt Sohn, sehr willig. nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um. So eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Ihr tote Robert. Jetzt kommt so eine Ecke rum. Vielleicht hilft das hier? Herr Vater, jetzt kommt eine neue Kirche bauen. Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werd's brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Pass auf. Wanted. Trifft die gut. Nimm einen Leichenwagen. Pass auf, die Polizei ist schon da. Ich will dich noch vorstellen. Komm, warte mal. Wir präsentieren ein bisschen. Ich hab die Bullen am Knack. Er wird sich schon von Nogi. Komm, Brückchen, erhebe dich. Und der Lütz dazu, Nicke. Wenn die Schiff kommt.
wurscht. Ganz in Ruhe. Vorwärts der Bahn. Wow. Wieder noch hin. Oh Baby, die lebt noch. Der wird Merzi kegeln, dieser Lump. Oh Scheiße, da wollte nur einer. Der Nummerpolizist, machst du mit? Jawohl, da haben wir schon 3. Ich glaube, der Saliere wird frei, wenn Jule mitbringt. Ich war Nummer 4. Oh Scheiße, bin ich heute schon auf die Wirten. Jawohl, Mann. Und drüber kuppelt. Alter, auf den Augen oder was? Geht noch. Der Lenkung von dem Heck. Salieri motiviert. Pfeift mir. Los bin ich rein, wo muss ich die jetzt loswerden? Ja, die Feuerwehr ist da noch mit. Trouble. Komm, ich bin drin. Es geht nicht, solange die Bullen... Oh, Scheiße. Okay, Leute, ich habe so, wir müssen jummen. Wir wollen einchecken können, am Salieri. Der ist fix. Die Polizei hat. Gemeingefährlich. Kevin, aus der Bahn, gib mir jetzt. Oh Gott, Massenmord. Hier bleibt die Wirten. Leg dich nicht mit mir an. Und wurde mich an gedurft. Nichts aus. Also die Musik kann ich hergehen, komischerweise. Nicht mehr Vorteil. Die Giuliano Bridge. Wie schaut ein Haus abgehängt?
Er pfeift auf den drüben Senden. Oh Gott. Ich bringe ihn mal benerven. Naja, da singt der Nächste. Und was sagt dann? Ist doch nicht gut. Der Balken singt nicht. Und Leben kriegt er mich nie. Ja, bumm, danke das Chaos, du. Alter, was sagt dann? Wenn ich mit der stehe. Singt der Balken? Schon, oder? Bumm, da warte. Eine Klamotten. Weil da, wir lesen ein bisschen. Warning from the FBI. Gillette, was hast du noch? The Invisible Man. Und was sagt die Polizei? Haben die keinen Plan mehr? Also ich sag, das ist einmal los, oder? Und? Gut sind's, jawohl. Freunde, wir wohnen heim mit dem Leichenbogen. Weiter, wie gehen wir da aussehen? Ja, wir wollen hinten aussehen. Auch der Burm. Warum der Undertaker? Kennt mich eher? Niki. Der war ich unbekannt. Er rasiert den Lieferanten rum, schön. Immer war ich nicht. So, ich sag, das war ein heißer Trip mit dem Hotel. Und aufpassen, wollen von die Polizei. Nicht, dass die wieder lästig werden. Da bis ich meine Fans grüßen gehe, damit sie wissen, dass ich wieder da bin. So, Mr. Saleri, ich bin zurück. Und auf der Beerdigung war ich ja als Anstand.
Ralphie, wie schaut denn aus? Mach da einen Leichenbogen?